Die jetzige Session wird sein wegen unserer mäßig-europäischen Dialekten. Und ich will wieder einmal zugreifen, eine protemdicke Mappe. Und wieder einmal Litwisch-Jiddisch, Polisch-Jiddisch und Berliner-Jiddisch. Das ist das auch zu weit auf Dorem, soll besser gesagt sein da. Wegen dem wollen wir noch reden. Ja, warte. Litwisch-Jiddisch nimmt rein Litte. Das heißt, die Territorien von dem heutigen Litte, Samet, was ist euch heint Litte, aber es ist nicht allemal gewinnt. Und Weißrussland oder Belarus oder Reißen und Lettland und Estland und zum Teil Ukraine, weil da auf Samen mit Ukraine haben sich besetzt Litvakis. Ja? Ist Samen Nikolaev? Ja. Polisch-Jiddisch nimmt darum Polen, aber mit Baworinischen, weil Bialystok ist Litwisch-Jiddisch. Die Grenze zwischen Litwisch und Polisch ist, Bialystok ist da, Warschau ist da. Und nirgends inmitten ist da die Grenze. Ungarisch-Jiddisch, also wie wir kennen das von den Xiden, ist da. Es ist verrechnet für Polisch-Jiddisch, aber es ist Takia Fleisch mit Beinen, aber es ist ein anderer Protem hübsch anders. Wolin nimmt darum von Ukraine, was ist unser beliebster gemischter Dialekt. Ja. Ukraine-Mamisch. Das heißt Wolin, Podolie und Bessarabien, Moldau. Wo sind schon nicht ein Teil von Ukraine, aber sie reden, also sozusagen, ukrainisch-jiddisch. Und da gibt es auch Buchgewinne, was ist verrechnet war, Ukraine, aber was ist in gewisser Protem ist euch ein gemischter Dialekt. Das heißt, man hört nicht oder man hört zu gut? Ihr könnt das verrichten, ob Sie so ein Echo? Ja, ich sag mir, was soll ich tun? Mehr oder weniger. Ja. Heintige Reißen ist mehr oder weniger also wie Belarus heint, aber versteht sich, jiddische Geografie ist jiddische Geografie. Also wenn man sagt Wolin, kann das sein so von Ukraine, es kann sein ganz Ukraine und wie ich habe schon angewiesen, ist das viele gewesen einmal Polen. Und bis Lenetskis Zeiten, bis zum 19. Jahrhundert, hat man auf dem bei jedem noch gekannt, sagen Polen. Ja. Und also wie ich habe das gesagt, schon etliche Mal will ich wieder unterstreichen, als das ist verführerisch, weil wie wir wissen, ist in so von Ukraine da ein Territorium, wo wir hat am litwischen leben und kämpfen, aber wo es ist da Suchen und Kiemen, oder viele Kiemen, ja, hat man. Und Kiemen ist Chicago, weil es geht von da nicht bis 80 her. Wie ruft man das Dialekt? Ich weiß nicht, ja. Es ist nicht Polisch-Jiddisch, es ist nicht Ukrainisch-Jiddisch, es ist nicht Litwisch-Jiddisch, es ist etwas nicht dahin, nicht daher. Oben, wir wollen zu teilen, die Dialekten zwischen Kummen, Kimmen und Kiemen wird sein in ganz ineinander Mappe. Dazu ist da noch ein Territorium. Was, wenn ich gewollt, Mamisch, ich soll bei Mamisch gepläfft, weil ich gemacht Kopies von noch einer Arbeit von da nicht.
aber ich habe Rachmanis auf euch. Ja, da sagen, kommen und leben, und da ist der Torie sagen und kommen. Sagen kommen, sagen kommen, sagen kommen. Das ist alles gemischt, ja. Wenn sich was erwartet, ja. Oi, man will zerteilen Leute sagen, ist die Grenze da. Oi, man will zerteilen Leute kommen, ist die Grenze da. Oi, man will zerteilen dort laufen, ist die Grenze da. Ihr beschließt, was haltet ihr von Litwisch Jiddisch? Alle, was sagen E, sie alle, was sagen U, sie alle, was sagen O. Der Stereotyp ist also, und die Fakten sind nicht Punkt dieselbe, was... Das ist schon kein Problem. Was hat man angenommen, wie ein Halbstrich sagen und kommen? Ich habe auch schade, dass das ist zum Teil zu lieb die Stereotypen. Als nicht trachtendig hat man gesagt, no, man sagt, als der Litwak sagt sagen und als andere sagen sagen. Und schon geht es bei dem geblieben. Ich will keinen nicht kritikieren, aber ich meine, als das ist Porsche gewesen, eine Stichie. Das heißt, man ist gegangen mit dem Gang, als in einer größeren Masse richtig die Stereotypen. Agaf ist da noch ein Problem. Bis daher sagt man Leifen und Käfen, aber nicht alle Wörter mit dem E, was sind ein E in Litte, sind ein E da. Teil sind mit Oi. Ja. Heißt es, als die Menschen sind bei Emmes zermischt, ja? Sie sagen Leifen und Käfen, aber öfter sagen sie Bräut. Oder öfter verkehrt. Es wendet sich wohl. Ein Stadt ist also, ein anderer Stadt ist anders. Was ist mit den Menschen? Was können sie nicht reden, also wie man schreibt in der linguistischen Literatur? Es ist also eine Chutzpe. Aber in der Emerson ist es verkehrt, ja. Die Forscher dürfen sich zupassen zu den Fakten und nicht verkehrt. Das ist ein verspäteter Kränk bei den Forschern. Also sie wollen zupassen die Fakten zu ihren Stereotypen, ja. Aber es muss doch sein verkehrt. Ja. Zwischen der Sprachkerne, zwischen den Linguisten. Sie heißen alle Litwisch Jiddisch oder heißen sie mit Subdialekten? Nein, Subdialekten. Subdialekten ist sicher da. Oh ja, weil Weißrussisch ist sehr Ja. Ja, aber lass mich anfangen, ja? Fragt sie, sie haben Namen für Subdialekten? Ja, das heißt, bedeutet geografisch hat mit Subdialekten, wir sagen Samet. Samet ist mein Eiervlitte. Samet ist anders von Mizrach-Litte, das heißt Mizrach ist ein Teil von der heutigen Littischen Republik. Weißrussland, bei der Grenze mit Polen, ist nicht so wie Weißrussland bei der Grenze mit Russland. Ja? Es ist ähnlich, aber es ist nicht im Ganzen dasselbe. Und sie haben Namen, ja, wir können sagen Meierreisen, Mizrach-Reisen. Man benutzt sich nicht so viel mit den Terminen. Es ist einmal das gleiche Poschet anzurufen in der Stadt. Ja? Also in Grodno hat man so, und in Vilna so, und in, was ist die Stadt in Samet? Palonge, Judel Marx geborene Stadt ist so, und in Slutsk ist so. Ja. Wir haben doch Subdialekten ja Ungarisch gegen Polisch, ja, Podolia gegen Wolin. Reißisch Jiddisch gegen Litwisch Jiddisch habe ich sehr wenig gehört. Oriel Weinreich hat geglaubt, dass es da auf ihrem Anisoglas Bundle, Ja, das heißt, es sind da Orte, wo alle dialektische Grenzen kommen sich zu neu, und sind da andere, wo sie zu teilen sich. Aber das wird sein ein bisschen später. Ja, Benjamin. Haben wir einmal gehört, dass jemand so reden, den Sabesticken Lussen? Das ist es nicht. Sie müssen auch Sabesticken Lussen. Ja, das ist wieder ein anderer Indien. Bederich klar, Moschel. No, ist etwas für eine Mappe, das ist. Bederich klar ist da Tote Mameluschen, ja? Nicht Tate noch Tote, nicht Mame noch Mame. Und da ist Chirigluschen. Ja, lebt in einer Stietel, nicht lebt in einer Städtel oder wohnt in einer Stietel, ja?
Und bei der Fall ist die Grenze zwischen, ob einer sagt, Tote Mama, sagt er nicht Stietel. Und verkehrt. Aber da sich dann, da Städtel ergens auf der Grenze, wo ist es da beide. Wir können keinmal nicht sagen, es ist nicht da. Wir können nur sagen, also ich habe das keinmal nicht gesehen oder keinmal nicht gehört. Ja, nur Prilutsky hat alles gehört und dachte sich, er hat nicht bei Wissen alles anzuschreiben. Aber es ist unmutum, da gemischte Dialekten, wie gesagt, und es ist sehr nicht schön, aber was kann ich tun? Ich kann etwas fragen. Ich bin nicht sicher, ob das ist ein Fakt oder nicht, ein Faktor. Frauen und Männer. Wir sagen, dass Männer gehen zu Yeshiva, sie haben ein bisschen mehr Hebräisch, Loschen Kodesh. Ja. In den Frauen. Ja, ob man lernt. Selbe Stieb, viele kann sein, ein bisschen anders wie Jiddisch. Ja, ich habe zugesagt, nicht zu reden, nur wegen Aroisred und ich rede wegen Aroisred. Aber wegen Vokabular ist sicher etwas. Ob man ist ein Kenner in die kleine Äußers, ein gelernter Jid, hat er mehr Loschen Kodesh dicken Vokabular wie einer, was hat nicht gelernt in Yeshiva. Und also wie traditionell lernen Freuen nicht in Yeshiva, es versteht sich das Vokabular andere. Das ist eine andere Scheile. Wenn man gegangen zu sehen, wer redet was, wie viele Frauen, wie viele Männer gewähnt sind, weiß man von dem oder nicht? Ich weiß nicht, wie viele Frauen und wie viele Männer. Ich meine, als man es Poschet gewinnt, gepentet mit dem, wen man hat gekannt, gefunden, ja. Zum viele von den größten Städten hat man nur genommen einen Menschen. Das ist ein Schade, weil in einer größeren Stadt wollte man gedacht haben, etliche Menschen. Aber man hat nicht gekannt. Die mittleren sind gewesen, begrenzte. Gegen Männer und Frauen ist da eine feine Szene in Bashevis' Familie Mushkat. Es ist Purim und einer von den Mannsleit sagt der Purim-Teure. Ja? Und es ist bekievenretter Narrigkeiten, ja? Aber es ist sehr lomdisch. Ja? Die Männer verstehen und sie lachen von den Witzen. Die Weiber verstehen nicht und sie lachen von dem Gelächter. Weil die Weiber haben keinmal nicht da reingeguckt in kein Sefer, sie haben keinmal nicht gelernt in kein Yeshiva. Und die Männer sind nicht dafür größer Lomdim, aber ein bisschen kennen sie. Ja? Kennen sie genug, sich zu witzeln auf dem Eufen wegen Gemorre und zu verstehen. Einer witzelt sich, der zweite versteht und der Purimrohr wird so und der zweite redet mal gegen und die Weiber lachen nur, weil sie wissen, dass sie dürfen was zu lachen, heute sie verstehen nicht Punkt von was. Ja. Es ist sicher emes, als Vokabular bei sich Leute, wie viel wir kennen. Ob ich will sich aufstellen auf Grammatik und Vokabular und nicht nur wegen Aroisred, ist wissen wir, als litwische Jiden haben nicht kein das. Was heißt? Das heißt, das Wort Falvar in litwisch Jiddisch ist oder der oder die. Wegen dem kommt euch zu reden in dem Tunkelns Parodie, aber das will ich lassen fahren Tunkeln. Ja? Es ist nicht so kein dritter grammatischer Min. Es ist nur durch zwei grammatische Minen, die zerteilen sich auf besonderen Eufen. Ich kann reingehen in Protomol, das ist eigentlich interessant. Aber ich darf ein Stück Papier. Moschel Kopf. Also ich sage man der Kopf, aber litwische Jiden sagen die Kopf. Ja? Sie können doch nicht sagen, das Eug, weil sie haben nicht kein das. Es ist die Eig. Ich will schreiben Eug, aber ihr verstehen, als ich meine Eig. Ja. Nicht das Buch, dachte ich der Buch. Nicht das Haus, nur dachte ich die Haus. Und da kommen wir zu ein bisschen an anderen Linien, die Haschwoi von Slawisch. Die Haschwoi von Slawisch auf Mizrachischen Jiddisch ist sehr, sehr stark. Und wenn man fragt, was für ein Haschwoi das ist, darin versteht sich
Was haben wir genommen von Slawisch? Suffix. Oh, das ist ein zu kluger Kämpfer. Was haben wir mehr genommen von Slawisch? Antrachten. Wörter. Eine Sachwörter, ja. Dafür will ich nicht aussprechen. Sehr eine Sachwörter. Ja. No, Bluske ist von Französisch. Ja, das ist ein anderer Meister. Wörter von Französisch, was sind rein Jiddisch, durch Polisch. Aber das ist wieder, das sind heutige Wörter, das heißt von den letzten 100 Jahren. Ich rede wegen Amolike, ja, zum Beispiel Nebuch, was ist sehr verspreit, was kommt, weiß aus von Tschechisch, und ich weiß Blotte und Mutne und Tate, Efscher. Was sage ich Efscher? Weil Tate ist da eine Sachsprache über der Welt. In Europa ist es nur in Slawisch und Jiddisch. Aber wenn Nelson Mandela ist gestorben, hat man geschrieben in der Times, als zitiert dachte seine Tochter, was hat gesagt, als the whole time Tata was in prison, dachte ich, a viele in die Afrikaner scheuen, sagt man euch Tata? Ja, schon von Jiddisch. Heißt es als, Jiddisch hat es bestimmt von Polisch, aber es ist nicht kein größer polischer Aufzug, ja, weil das ist, also wir reden einfach, ja, Mama, Tata, ja. Gemacht auf der ganzen Welt sagt man Mama oder etwas Ähnliches, ja. Jiddisch hat von Polisch Efscher, aber es ist nicht kein größer Chochme zu sagen Mama, weil also redet gemacht die ganze Welt, auf wie viel ich weiß. Ja. Jetzt haben wir Wörter, wir haben auch Sachwörter, aber wir haben nicht nur Wörter, wir haben auch eine Sprache von der Grammatik. Und also wie Kopf ist auf Slawisch sie, hat man geprüft umweisen, haben etliche Menschen geprüft, dringend von dem, als das ist von Slawisch. Ja, die Kopf, die Fuß stimmt mit Slawisch, die Weg stimmt mit Slawisch. Du meinst Golova, like das russische Ja. Das russische, polnische, tschechische Wort für Kopf ist sie. Dasselbe. Ja. Wenn sich, was für Sprache ihr wollt angeben, Russisch, Polnisch, Tschechisch, aber es ist sie. Fuß ist sie, Weg ist sie. Aber Eug ist das, ist es. Ja? Und Buch ist sie. Und Häus ist er. Ob ich das erleben, will ich durchführen als eine Enquete, vergleichen etliche 100 Wörter und sehen, wie viel von sie stimmen mit, wie viel von den litwischen stimmen mit Slawisch. Ich habe auch geschaut, das wird sein, als auch weniger, wie man meint. Ja? Weil man sieht doch, ich habe zufällig angehabt die 4 Wörter und wir sehen, jeder, was weiß wegen dem, sagt Kopf, Fuß, Weg, aber ich habe angehabt 4 zufällige Wörter und nur eins von sie stimmt mit Slawisch. Jetzt, das ist noch ein Spruch von Slawisch, auf der Grammatik. Was noch haben wir von Slawisch? Idiomen und Aschir, ja. Nehmt ein Wörterbuch von Deutsch und guckt durch die alle Phrasen und Idiomen. Wie viel werdet ihr finden, was dem man eigentlich in Jiddisch? Sehr wenig. Nehmt aber ein Polisch Wörterbuch, Onasof. Wir wissen nicht allemal, das kommt von Polisch und Jiddisch rein. Zum Beispiel das Wort Vogelmilch. Ihr wisst, was ist Vogelmilch? Ein Vogel gibt Milch. Ist Vogelmilch. Ja, Vogelmilch heißt etwas, was man kriegt nicht. Ja? Nein, besser nicht. Ja, mich ist es so gering, darauf zu führen von gleichem Weg, also besser nicht. Vogelmilch, ja. Vogelmilch ist da in Polisch Ptasche Mleko, und es ist viele da Azukerke. Ja, was heißt Ptasche Mleko? Ganz geschmackig. Und das ist Weinreich schreibt wegen dem, es ist nicht klar, von wann das hat sich genommen. Es ist rein in Jiddisch und Polisch in derselben Zeit, es ist gekommen ergens von, ich weiß, Asien, ja. Aber es ist da in beiden Sprachen. Ja, und etwas, was ist nicht da ist eine Sache. Ja, es ist nicht da. Vogel gibt nicht keine Milch. Vogelmilch, etwas, was man kriegt nicht. Oder was ist sehr, sehr selten. Ja. Seiden ist von einer polnischen Fabrik von Zuckerkes. Ja.
gehabt im Sinne noch als ein Wort. Meile, ich will sich da machen. Hm? Oh, Boja Krufka, ja, Boja Krufka ist Moshe Rabbeinu's Kiele, a Ladybug, ja, so sehr, sehr eine Sache, solche, wo Jiddisch hat übergenommen von Polish, oder wo beide haben übergenommen von Ergetz. Eine Sache Wörter für Gewichsen. Ja. Sie mir hat die Gewichsen erst gefunden in Mitteleuropa, sie mir hat gehabt andere Wörter in Mitteleuropa, weiß ich nicht. Es ist schwer zu glauben, als Blotte hat sich erst bewiesen in Polen. Ich bin bereit zu schwören, mit allen Schwurs, als Blotte ist euch da in Deutschland und in Schweiz. Aber zu lieber etwas als selber haben wir das Wort Blotte. Ja. Sie, was? Okay, but Regelmiller darf man den füllen. Ja, nur versteht sich, aber wir haben mal gerne zur Zeit. Wieder einmal habe ich vergessen. Was habe ich geredet? Ja, nein, das weiß ich, aber... Sag Wörter von Gewichsen. Oh, Wörter von Gewichsen, ah, danke. Jetzt hätte ich davon haben zu verloren. Ich weiß. Wie sagt man Watermelon? Kavene. Und Arbuz. Ist das der erste Wort? Kavene. Es ist der Kavene, es ist der Kovene, es ist der Kaven, es ist der Arbuz, es ist der Arbiz, es ist der Harbiz. No. Arbuz ist auf Polisch und Russisch. Kavene ist auf Ukrainisch. Sind wir schon fertig? Für was sind wir nicht fertig? Weil sie beide Wörter kommen von Türkisch. Ja? Ist Russen mögen nehmen von den Türken, für was sollen Jeden nicht nehmen von den Russen? Ja? Jeder nimmt von den Jeden. Und dachte ich, das ist euch nicht von den Türken. Dachte ich, die Türken haben das von noch weiter. Weil dachte ich, das stammt von Persien oder von noch weiter in Asien. Ja? No, sag ich doch, wegen Gewichsen, ja. Patlıcan ist sehr, unendliche Wörter sind sehr verspreit. Das englische Eggplant nimmt sich von dem, was Emerson hat aus der Montanane, ja. Aber bei der Fall sind die Wörter in Europa von Türkisch, ja. Es wendet sich euch, von wann das Gewichs kommt. Aber einmal ist es halt pittoresk. Zum Beispiel, Marantz ist Pomerancha, das heißt Pomme d'Orange, das heißt ein orangener Apfel. Ja. Andere Sprachen ist das Portocali, das heißt von Portugal. Nicht, weil der Marantz ist von Portugal, nur weil die Portugalen haben das eingeführt. Sie haben das die erste gebracht von China. Auf Russisch ist es Apelsin, weil Sin ist China und der Marantz stammt auch von China. Ja. Und Chai, verstehst du, oder Tee, euch von China. Andere weiß man wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel, habe ich das auf jetzt später? Nein, das kann sein jetzt. Potato. Ich habe doch dem Seminar gegeben, einen Namen Sonntag Bulbes, Montag Kartoffel, Dienstag Gemmikes, ja. Mittwoch Barabuljes. Auf jeden Tag von der Woche ist da ein anderes Wort für Kartoffel und das ist auf 2 Wochen. Ja? Jetzt kann man singen das Lied nicht nur Bulbekugel dem ersten Schabbos, sondern auch dem zweiten Schabbos. Ja? Das ist ein Eigewix, weil das stammt von Amerika, befragt von Peru. Ja. Ja. Es ist angekommen in Europa, was im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, etwas so eins. Und man hat nicht gewusst, was mit dem zu tun. Ja? Ist in Europa das Erste, was man tut, was ist die Frucht par excellence in Europa? Apple. Ist allemal Apple, ja? Pomme de terre. Ja? Man hat nicht genommen, ist es ein Apple. Ja? Teil bleiben bei dem. Es ist auch der Erdäpfel oder Erdapfel auf Deutsch. Kartoffel ist, weißt du, ist verbunden mit Artichoke, Frankreich nicht wie Azoi. Bulbe ist verbunden mit Bulb. Ja? Auf Jiddisch ist das Ziemniak, was ist von polnischen Ziemniak. Ziemniak heißt Erdäpfel. Ja?
Es ist nicht Erdäpfel, sondern es ist Erdgewächs, sozusagen. Ich weiß nicht, ich will sich auf dem abstellen, aber es ist da die Arbeit von Shlomo Nobel, wo der Mann, wie in seinem Städtel, hat man gehabt, 3-4 verschiedene Wörter für Potato, weil das ist ein Städtel, was ist wieder, also ein gemischter Dialekt. In dem Prat ist das ein Städtel mit einem gemischten Dialekt. Und in Schechters botanischer Terminologie rechnet aus bald. Kartoffel, Kartoffles, Getufles, Bulbes, Bulves, Parabulies, Parabolies, Barbolies, Mandeberkes, Riblech, Kempieren, Gemmikes, Echpel, Erdäpfel und andere. Und ich habe nicht getäuscht, habe ich gehört, nicht nur Riblech, nur Ribkes. Ich meine, dass das ist gewesen Potato, ich bin nicht ganz sicher. Weil Riblech kann euch sein, dachte ich, Turnip, dachte ich, ja. Für was hat man da so viele Wörter? Zum Teil, weil das ist neu und neue Wörter, neue Gewächse kriegen einmal verschiedene Wörter. Nicht allemal. Schokolade ist auch neu. Schokolade stammt von Mexiko. Aber da hat sich gemacht, dass es vielleicht halt auch nur ein Wort, Kakao oder Schokolade. Aber in allen Sprachen in Europa, und wie wir sehen auf Jiddisch, mit das ein Gewächs nimmt sich den Namen von oder etwas an Apple oder einmal von da nicht man meint, als es stammt. Also wir haben gemeint, als Maranzen stammen von Portugal. Man hat gemeint, als in gewisse Kartoffel. Oh ja, Indik, man hat gemeint, als Indik stammt von Indien. Aber von wann stammt Indik? Oh, ich von Mexiko dachte ich, oder von den heutigen Vereinigten Staaten. Und auf andere Sprachen hat das andere geografische Namen. Ja, Turkey ist doch auch ein Land. Aber was? Auch ja. In anderen Sprachen so andere Namen von Ländern waren dort gemeint. Und das ist Geseder an Ihnen von verschiedenen Sprachen, von verschiedenen Dialekten. Weil was in Sunik, in Nobels Städtel, hat man gehabt 4 Wörter, auf dem kann ich nicht empfehlen. Aber es ist ganz Chicago, als jede Stadt hat so viele verschiedene Wörter, Teil gelegene von anderen Sprachen und Teil, weil Bulbe dachte ich ist von Weißrussisch und Jemik ist Sofkos von Polisch. Barabulies weiß ich nicht, aber nur hört. Aber ich wollte reden wegen Terminen für Potato in alle europäischen Sprachen ist das wieder. Das wollte uns wieder verführt kennen. Hotzeplatz oder Bäuberig. Hotzeplatz meine ich, ja. Ich habe Hotzeplatz. Ja. Das ist ein bisschen nicht zum Indien, aber ja. Das ist euch errettet, was hat schon nicht genannt. Was ist die Haschbeuer von Polisch als so groß und die Haschbeuer von Litwisch als so klein? Es ist da wegen den verschiedenen Hypothesen wieder. Und wieder einmal, das ist mir sehr schade, aber zulieb dem habe ich nicht Sorge mit dem Schlafen. Das, wie gesagt, lasse ich lieber für andere. Die polnische Haschbeuer ist so verspreit, als... Wo ist meine Mappe? Und wir reden wegen Vokabular, ist die polnische Haschbeuer stärker da wie in Polen. Für was? Da etliche mögliche Teilchen. In Weißrussland und Ukraine haben in die Stadt gewohnt, als auch Polaken, haben Jiden gehabt mehr zu tun mit Polaken wie mit Poirem, mit Stottischer wie mit Poirem. Das ist eine Möglichkeit. Es ist auch da eine Hypothese, als sind gewesen Jiden, was haben geredet, als haben für Jiddisch-Polisch, wenn die Aschkenazim sind angekommen.
Und als die Ashkenazim haben verschwenkt das Loschen von den amolike polnischen Jiden, aber sie haben euch eine Sache reingenommen. Jetzt haben sie sich gelernt Polisch nicht von Polaken, sondern von polnischen Jiden. Und jene polnischen Jiden sind dann noch herüber auf Mizrach und haben nicht genommen die polnische Sprache mit sich. Und die heutige polnischen Jiden, also sozusagen, sind später gekommen und haben gewohnt eine kürzere Zeit zwischen Polaken. Es sind alle Möglichkeiten, und das ist wieder eine Debatte, was meine ich, wird keiner nicht verämpfen, aber es ist sicher klar, als wir finden eine Sache mehr, bis unsere Zeiten ist da eine Sache mehr Leihwörter von Polisch da, wie da. Marshall. Und das ist auch da in der linguistischen Literatur. Wie sagt man Potcover auf Jiddisch? Hm? Okay. Es ist da Pokrischke, es ist da Sterzel. Ob ich muss, ja. Aber sehen Sie, das ist besser. Oder öfter will ich nicht ein anderes Stück Papier. Oh, ein bisschen besser. Pokrischke, Sterzel und Deckel. Bei der Fall sagen litwische Jiden Deckel, polnische Sterzel, ukrainische Pokrischke. Pokrischke sagt sich von Ukrainisch, weil Ukrainisch hat euch gehabt als Sprache auf Jiddisch, aber es ist ähnlich zu den anderen slawischen Sprachen euch. Besonders in Polen ist das Wort von Deutsch, von einer deutschen Komponent. Jetzt zurück zu Chefs Frage, für was ist die Sprache so? Es ist nicht klar, für was ist das so. Wir wissen, als in Ungarisch-Jiddisch sind da sehr wenig Wörter von Ungarisch. In Rumänisch-Jiddisch sind da sehr wenig Wörter von Rumänisch. In Polisch-Jiddisch sind relativ wenig von Polisch. Bis im 20. Jahrhundert, wenn Jiden haben sich bei MS ausgelernt Polisch und haben ungeheuer mal reinnehmen nach Sachwörter. Ja, von dem kann ich euch geben, ein Moschel. Das ist da in einem von den Büchern. Ja, du weißt, was ist ein Alker? Nein, ein Almer ist ein Schafe. Ein Kleinzimmer ist ein Alker, ja. Auf Polisch sagt man, oder hat man gesagt, ich habe es keinmal nicht gehört, nur gesehen, Alkiesch, ja. Alker ist ein Wort von ukrainisch-jiddisch. In Polen weiß ich nicht, was man hat gesagt bis im 20. Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert hat man schon angenommen das heutige polnische Wort Alkiesch. Das ist rein heutig Polisch, gegen Alker, was ist öfter rein von Polisch, aber mit so vielen Jahren zurück, als es sieht schon nicht aus, also wie Polisch. Ja? Man sagt Alker, wollte man gemeint, öfter kommt das von Deutsch. Ja? Es ist da Punkt so wie mit den deutschen Komponenten, sind da die amalige Wörter, was haben sich reingepasst in Jiddisch, und es ist da die heutige Wörter, was haben sich weniger reingepasst. Ja? Ja, ich meine, also ein Alker ist... Ja, ich meine, es ist ein kleiner Zimmer, weil in einer kleinen Stiebel hat man nicht gehabt, kein rachwürdige Zimmer, ja. Das ist ein Schlafzimmer, aber sehr kleines. Mit der Tier, nicht ohne Tier. Also meine ich. Aber das versteht sich nicht, also gering zu gehen, weil man hat nicht gewohnt mit 100 Jahren zurück in Mitteleuropa. Ja, Teilsachen. Man muss ein russischer Oven. Ich weiß, wir wissen an Erich, was das ist, aber nur an Erich. Es heißt es als die Schicht alte polnische Wörter findet man mehr bei litwischen und bei ukrainischen Jiden. Und bei polnischen Jiden ist da mehr Wörter von deutschen Komponent oder von dem heutigen Polnisch.
Und wie sagt man Store? Geschäft. Es ist ein Geschäft. Es ist ein Gewölbe. Es ist ein Kram. Es ist da was noch? Kleid. Es ist da Bud, ja. Nur Geschäft ist breiter wie Store, das meine ich sagen alle Jiden. Aber was für Dialekten sind die? Wer sagt Gewölbe? Polnische. Wer sagt Kleid? Ukrainische, ja. Wer sagt Kram? Litwische. Und Bud ist, dachte ich, was, Kurland? Kurland, Ja. Aber wie sagt man aber Storekeeper? Dachte ich, alle Jeden sagen Krämer oder Krämer. Ist das auch richtig? Das kenne ich nicht. Kann sein. Kann sein. Aber Ist Kleid, hast du gesagt? Kleid ist Baden? Kleid ist ukrainisch-jiddisch. Aber was heißt ukrainisch-jiddisch? Alte Kleid? Ich weiß, also in Tschernowitz hat man nicht gesagt Kleid, weil Kleid ist in Tschernowitz ist Dress. Ja? Was wir schreiben mit der Dalet. Ja? Weil ich gedenke, also einmal hat man gehört zwischen Tschernowitzer, ein Fremden sagen Kleid, auf Store hat man sich zerlacht. Ja? Wie sie sagt hier, ich denke, das ist die Gewölbe, sie Kram. Du gedenkst? Ja. Ja. Geschäft. Ah, Geschäft. Tschernowitz ist Ukraine, ja. Heute ist das sicher Ukraine. Und es ist Leute unser Fleisch mit Beinen und suchen und kommen, ist das euch Ukraine. Aber nicht in dem Prat. In dem Prat ist in Tschernowitz das Wort befehlisch nicht von ukrainisch-jiddisch. Aber Shalom Aleichem, was ist von Sache weiter auf Mizrach, was ist sein Wort? Kleid. Ich lerne einen Punkt jetzt mit meinem Sohn, Motel Pesach dem Chazans. Er kommt auf jeden Seite, Kleid, 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 Kleid. Und als man ist schon in Amerika und man sagt Store, verteidigt er Kleid. Ja? Ich habe gekannt, eine deutsche Sprache, wo seine gesagt, für Deutschland, Sprachen waren und seine gesucht kommen. Ja. Das ist aber besonders Indien. Es ist auch wegen dem gewesen eine Frage, ja. Also man redet wegen Dialekten von Jiddisch, mit wie viel sind sie verbunden mit Dialekten von Deutsch? Kemat alles, was man findet in deutschen Komponenten von Jiddisch, kann man finden in Deutsch, aber geografisch decken sie sich nicht. Ich habe lieb zu sagen, als in Deutsch ist auch da Schluffen, nicht nur Schlafen und Schlafen. Ja? Klardeutsch ist Schlafen, es ist auch da Schlafen, es ist so viele da Schluffen. Aber ich habe gesehen, eine Mappe von Schluffen auf Jiddisch ist das, ja? Sehr groß. Wie groß ist die Territorie von Schluffen auf Deutsch? Dachte ich, nicht größer von dem Saal. Sehr, sehr klein. Ja? Ist schwer zu glauben, als von einer sehr kleinen Territorie in Deutschland soll herauswachsen, eine sehr große Territorie auf Jiddisch. Max und ich vergleicht zum Beispiel ein anderes problematisches Wort. Wie viel dialektische Herausreden sind da von dem? Wie sagen litwische Jiden? Wie sagen polnische Jiden? Kurz oder Korz. Wie sagen ukrainische Jiden? Und wie sagen Jiden, was reden mit dem Krieg? Kirz. Ja? Es sind 4 verschiedene. Es hat Weihnachten gefunden, als in Deutschland ist das sei kurz, sei kurz. Hat gesagt, dass es da 2 Möglichkeiten. Oder haben zufällig alle Jiden, die sagen kurz, haben in Deutschland gesagt, kurz sich übersetzt in Polen, und alle Jiden, die haben gesagt, kurz sich übersetzt in Litte. Das heißt, als man es gefragt hat, man gefragt, kurz, übersetzt sich in Polen. Kurz, übersetzt sich in Litte. Oder haben Jiden von allen Gegenden sich übersetzt in Polen und Litte, und zufällig haben wir sich übersetzt, mehr Jiden in Polen, die sagen kurz, hat kurz gewonnen. In Litte, mehr Jiden, die sagen kurz, hat kurz gewonnen. Ja? Und Kerz und Kirz
sind schon Jiddisch, das ist nicht gewesen in Deutschland. Ist wieder einmal, bei allen solchen Fragen haben wir verschiedene Hypothesen und da meine ich, hat keiner nicht gekriegt mit Weiner, keiner hat ihm nicht geprüft, abfragen. Aber ja, es legt sich im Ganzen nicht auf den Seichel, als wir sollen bekiven besetzen, jeden, wir sagen, kurz im Poil. Das kann nicht sein. So, die muss sein nach Zufall. Und also führt sich, als gewisse Wörter gewinnen in einer gewissen Territorie. Wir sagen wir online und die ganze Welt sagt inline. Inline, wait inline. Und wir sagen wait online. Das ist eine New Yorker Caprice. Ja? Für wann das hat sich genommen? Wieder einmal, nicht weil alle Menschen, was haben in England gesagt, online, haben sich besetzt in New York. Das ist zufällig. No, das ist eine besondere Sache. Also man sagt nicht so in England. Efter hat man also gesagt mit 300 Jahren zurück. Wer weiß doch nicht. Ja? Ich habe gehört, dass Englisch in India ist so anders wie Englisch in England. Also das Sache Modular ist geblieben, also es ist geblieben der britische Empire. No, es ist allemal da das und es ist allemal da lokale Wörter. Ich weiß, in Australien sind da Termine, was wir haben nicht, weil sie haben Chayes, was wir haben nicht. Sie haben Gewächse, was wir haben nicht. Und verkehrt haben wir Sachen, was sie haben nicht. Ja. Was noch hier? Ja, und wieder einmal, ja, ist Chicago Pratt. Wie ich habe gesagt, glaube ich nicht, dass das viele Deutschreden, so sagen, schlufen, haben geboren, Millionen Jiden, die sagen, schlufen. Ja? Oder was schlafen ist gewohnt, schlufen schon in Jiddisch, oder was wieder, zu lieber etwas Zufall, hat schlufen übergenommen als ein großes Territorium. Mit Stamme hat es gewesen in Jiddisch. Mit Stamme ist man angekommen in Mitteleuropa, alle Jiden haben gesagt, schlafen, und mit der Zeit sind mehr wie halb von allen Jiden darüber auf Schlufen. Mit Deutsch ist Chicago ist anders. Es sind die deutsche Kolonien umherum gewesen in Mitteleuropa. Ja, in alle Länder. In Tschechei, in Slowakei, in Rumänien, in Ungarn, in Ukraine. Aber bei der Fall sind sie geblieben bei sehr hämischen Dialekten. Ja. Ob schwäbische Deutschen haben sie geredet weiter Schwäbisch in Ukraine oder in Rumänien. Ja, ob, was noch frei? Oder sächsische Jiden haben sie weiter geredet Sächsisch. Versteht sich, sie haben mal eingenommen, Zollwörter von dem Arum. Aber es sagt weniger. Sie haben sich geführt, also wie in der alten Heim. Und Jiden von einer Seite haben weiter geredet Jiddisch. Jiden sind nicht darüber im Ganzen auf Slawisch. Von der anderen Seite haben sie so viel eingenommen von Slawisch. Ja, das ist wieder ein Paradox. Ja? Wir also haben Jiden gekannt, bleiben bei Jiddisch, aber mit einer sehr starken slawischen Aspur. Oder lassen wir es formulieren verkehrt. Wir also haben Jiden gekannt, einnehmen so viel von Slawisch und bleiben bei Jiddisch. Bis die Deutschen haben weiter bekiffen, sich bei mir nicht zu werden verslawischt. Ja. Ich habe jetzt gelernt, ein Zitat, ich weiß nicht von wem, aber ich weiß, ein deutscher Galach, was hat gemustert seine Deutschen, wenn sie haben angeheuert zu nutzen zu viel slawische Wörter. Ihr wollt reden also wie die Jiden? Ja. Sie ist es weiß ich nicht, aber es ist eine Chicago Sache, ja. Ja, es heißt es als, eine Minute, wie habe ich gehalten? Wo ist mein Souffleur? Ich habe gedacht, ich noch etwas verschreiben. Ja, als wir können nicht herausführen können, mitteleuropäischen jüdischen Dialekt von einem gewissen Punkt in Deutschland. Das mit mitteleuropäischen deutschen Dialekten können wir das ja tun. Ich habe sich gedämmert. Was noch haben wir von Slawisch? Kurz Wörter, kurz grammatischen Mean? Von der Rintelwelt. Nein, aber das ist zu spezifisch. Das ist eine soziale Gruppe. Ich rede wegen Grammatik.
Aber das ist ein Wort, ich rede wegen einer ganzen Kategorie. Suffixen, ja, aber noch... Lass mal sagen, also, alle unsere Präfixen und Konverben, far und ba und on und ein und ois und die ganze Schema. Oh. Die Wörter allein kommen von Deutsch, aber der Deutsch ist bederich Klau von Slawisch. Das sagt mehr wie von Deutsch, ja? Und einmal ist von beide. Einmal von beide. Ein Wort kann haben zwei Teilchen. Ein Teil deckt sich mit dem deutschen Benutz von dem Präfix und ein Teil deckt sich mit dem slawischen Benutz von dem Präfix. Ihr soll guckt in einem Wörterbuch und ihr sucht das Wort der Zen. Was wird ihr gefunden? Bederich Klau. To spot, to catch eye. Wie soll man catch eye of? Catch sight of. Catch sight of, ja? Das heißt, anheben zu sehen, also zu sagen, ja? Der erste Guck habe ich der Zen, beim ersten Guck, ja? Und das deckt sich mit Deutsch. Aber es ist dort noch ein Wort, der Zen. Der slawische Teil von der ist der Griechen. Der Zen heißt, haben genug starke Augen zu sehen. Und das habe ich gefunden bei Manuel Oschwanger in seinen jüdischen Witzen unter dem Titel Reuter vom Ranzen. Es ist da eine Anekdote wegen einem Kind, ein eingeborenes Kind. Und alle Schreinen wollen doch reingehen und gucken das Kind. Das Kind liegt in Wiegel, nur die Bobbe hat sehr mehr Erfahrung in Horror. Nimmt sie heraus das Kind und legt da ein Hintel. Die erste, was geht da rein, ist ein alter Jüdin, was hat schwache Augen, der setzt sie nicht, wer es liegt in Wiegel und sagt, oh ja, gesund, akkurat wie der Tate. Das ist ein anderer der Zen. Ja? Das ist ein anderer der Zen. Und das ist euch sehr, sehr verspätet. La Moschel unter, sehr wichtiger Konverb. Ja. Wegen der und der. Ja. Denn die zwei Konverben, eines für Slawisch und eines für Deutsch, habe ich verstanden. Der Teich von ein der Zen deckt sich mit dem deutschen Benutz von der. Der Teich von dem zweiten der deckt sich mit dem slawischen Benutz. Unter. Unter ist, versteht sich under. Und auf Englisch wissen wir, als under kann sein negativ. Ihr wisst underhanded, your underworld, ja. Aber es ist nicht systematisch. Es ist, soll Wörter sein. In Slawisch ist unter mit dem Teich, negativen Teich sehr, sehr verspätet. Und das ist ein in Jiddisch. Ja. Bederich Klau, ob man hat ein Wort, ein Verb mit unter auf Jiddisch, ist es oder negativ oder heißt zu bisselig. Weil das ist ein zweiter Teich auf Slawisch. Ja, es ist da Accompaniment, es ist da Begineve und es ist da zu bisselig. Und das ist alles von Slawisch. Man sagt, der Said hat nicht was zu essen, muss unterhungern, ist das befehlisch von Slawisch. Chotsch, wenn ihr seht unterhungern, sagt ihr, oh, das ist von Deutsch. Ja, die Wörter werden sind von deutschen Komponent, aber der Teich ist von Slawisch. Und an der Sache wird der Deutsch im Ganzen nicht verstehen. Ja? Ich habe sich untergehört, wie jene reden, das ist befehlisch von Slawisch. Der Deutsche sagt sich im Ganzen nicht da, kein Äquivalent von dem mit unter. Es ist da sich ein anderes Wort. Ja? Untergaben in sich. Untergaben in sich ist sich der schönste Moschel, weil unter und sich stammen von Deutsch, Gamvenen stammt von Goidisch und der Teich ist von Slawisch. Untergaben in sich, to sneak up on. Auf Englisch ist mit up und auf Jiddisch ist mit unter und auf Slawisch ist euch mit pod, das heißt unter. Ja. Podkrastsche, dachte ich auf Polisch. Aber es ist euch mit Gamvenen, ja, wie Geneve. Auf Englisch kann man euch sagen, to steal up on. Ja? Es ist nicht kein Teil von meiner Sprache, aber ich kenne es von der Literatur.
Ist, auf Englisch, wie gesagt, ist das dort zu bisselig, aber auf Jiddisch systematisch Verb noch Verb noch Verb noch Verb. Kann oder sein, wie gesagt, oder begneve, oder in einem, oder zu bisselig. Zu bisselig heißt, also wie gesagt, unterhungern, nicht, was ich habe nicht was zu essen. Nur ich habe keinmal nicht genug. Ich muss ein bisschen hungern jeden Tag, damit ich so nicht den ganzen ausgehen von Hunger. Ja, ich muss nicht essen genug, damit ich so bleiben auf dem kommenden Tag. Nicht von die samen liebsten Lebenssteigers, aber es ist ein Fakt. Also, ich bin sehr arm. Muss man also leben. Kannst du mal ein Beispiel, wie so mit dem Deutschen nehmen? Unterkommen. Ihr geht und ich will schon unterkommen. Ja? Unterkommen heißt, I'll catch up with you later. Ja? Unterfahren, ja, es ist podjechać auf Polish. Ich weiß nicht, wie viel man sagt auf Jiddisch unterfahren, aber es ist sicher möglich unterfahren. Ja? Also wie zufahren. Unterfahren ist also wie zufahren. To come over, to drive up to, ja. Ja, auf Englisch ist up, ja, und auf Jiddisch und Slawisch ist down, ja, unterfahren. Aber ja, Englisch ist auch ein verfahrlich und ob ihr meint, dass die jiddischen Verben sind nicht schwer, seid ein Fremder, was lernt sich Englisch, ist das so viel schwerer. Jedes Mal, was sie kommt, euch zu reden mit einem Menschen, was hat sich ausgelernt Englisch, nicht von daheim, sagt er, hey, ist mir, ja. Es ist da allerlei Artikeln, wo man nimmt ein Konverb oder ein Präfix und man rechnet euch alle Wörter, was interessante Wörter mit dem. Dennoch ist da in College Jiddisch ist da ein Regime, was ist verkehrt. Man hat ein Verb mit allen Präfixen. Ja? Hat kommen mit bakommen und onkommen und auskommen und unterkommen und zukommen. Ich meine, als das ist besser, öffnen sich zu lernen. Ein Verb mit allen Präfixen oder ein Präfix mit allen Verben, weil die Präfixen sind also verschieden, Punkt also wie auf Englisch, ja. Der beste Muschel, was ich habe gehört auf Englisch, ist first you chop the tree down and then you chop it up. Down versteht man, weil der Baum fällt ab, aber für was ist zerhacken up? Ja. Es ist nicht doch ein Schum, Simmen in dem Wort up, aber was soll sein Z auf Jiddisch? Und sage ich doch, als Jiddisch ist geringer. Noch reden ich, für was, ja, und wegen dem, als das ist mehr eingefunden wird in Litauen und in Ukraine wie in Polen, kehren wir sich wieder zu der Frage, für was Polisch-Jiddisch ist weniger unter der Sprache von Polisch wie Litwisch und Ukrainisch-Jiddisch, was auf dem habe ich nicht genannt. Für was hat Jiddisch angenommen die Teich vom slawischen Sa und gemacht von dem Fahr? Für was hat Jiddisch angenommen die Teich vom slawischen Na und verbunden mit On? Ja? Für was hat Jiddisch genommen die Teich vom slawischen Do und von dem gemacht Der? Das ist euch nicht. Teilmenschen meinen, dass etwas klingt ähnlich. Da klingt ähnlich zu der und na klingt ähnlich zu on, oder verkehrt. Aber Fahr und Sa, wenn ihr kommt an Kindereuropa und ihr hört Verben, was haben mich mit Sa, wollt ihr bald gesagt, oh, Sa, das macht mich ein Fahr. Nein. Und Fahr, also wie der, ist hübschlich anders auf Slawisch wie auf Deutsch. Ja. Fahr ist sehr verspreit auf Deutsch, aber sehr Verben auf Jiddisch mit Fahr haben wir Deutsch, was ist ähnlicher zu Slawisch. Der Moschel, ja, vergucken meine ich, ja. Vergucken ist aber auch zwei Sachen. Was ist vergucken? Vergucken ist Overlook, aber vergucken sich ist
Gucken stark, ja. So wie es Englisch, Oversee oversee. und overlook, ja. Oversight ist auf Englisch zwei Sachen. Oversight ist sei nicht sehen und sei ja sehen. Ja? Wir kennen finden ganze Regime englische Wörter, was haben zwei Gegensätze, aber das ist Ja, was meint es von Wort nicht dasselbe wie Fahr? So habe ich schon gemeint. ein bisschen ja, ein bisschen nicht, das ist nicht klar, aber zum Beispiel verschmecken. Dachte ich, auf Deutsch ist nicht auch kein Äquivalent von verschmecken. Was ist verschmecken? Das ist umfüllen an Ort mit der Reich. Ja? Man hat eingebringt daher Blumen, haben sie verschmeckt im ganzen Saal. Ja? Oder das Verkehrte, verstinken, ja? Das ist das Dachsich übergenommen von Saaf. Deutsch Dachsich sagt man nicht. Also, ich bin nicht ein großer Kenner von Deutsch, aber also meine ich, sagt man nicht auf Deutsch. Ja? Letztes Jahr so. Sorry. Man sagt ja verstinken, aber man sagt verschmecken. Nein. Ah. Schmecken heißt noch. Schmecken ja, aber nicht verschmecken. Ja. Ja, reingeschmeckt. Ja. Noch ein Moschel von der Grammatik. Und wieder einmal ist das Dachsich oft in Mizrach-Jiddisch. Was ihr wisst, was mir hat euch ausgelernt wegen sich, ist nicht Emmes. Sich hat auf Jiddisch angenommen, als Sachen mehr Funktionen wie Vaterslawische Trufe, weil in Slawisch ist der Äquivalent von sich, se, she, sobie, sebe, sebon, sobon, saboy, ja. Als Sach mehr wie in meiner Europa Bechlal, nicht nur Deutsch, ja. Zum Beispiel Gebirtix, das ist Polen, Gebirtix gehe ich mir in Gessere, ja. Ein Litwak wollte gesagt, gehe ich sich in Gessere, ein Polischer und ein Ukrainischer sagt, gehe ich mir in Gessere. Was heißt da mir oder sich? Ja, abgespannt. Ich bin ein bisschen eingetan in sich und mich auch nicht, was tut sich herum mir. Ja? Das ist nicht myself. I'm walking myself down the street. Sicher nicht, ja. Aber das ist typisch in Slawisch. Und sind da noch Teilchen, ich will sich nicht da reinlassen, aber das ist von den wichtigsten, ja. Oder mir will sich essen. Das ist nicht Middle Voice, ich habe schon gemeint, das ist was wie Middle Voice. No, wir kennen das auch nur von Middle Voice, aber es ist... Nein, so wie es auch Griechisch. Ja, es ist ähnlich zu dem, aber so ist es nicht so in Deutsch und von den schwersten Sachen erkenne ich von der Praktik. Zu geben zu verstehen an Englischreder ist das. Weil es ist unmöglich zu verstehen mit einem englischen Seichel. Ja? Darauf hat man einen slawischen Seichel. Mir will sich essen. Was heißt mir will sich essen? Du willst essen, du willst nicht essen. Was ist das? Das Dank. Punkt also, ja. Als Punkt also, wenn man sagt, mir ist heiß, mir ist kalt. Das ist euch da in Deutsch, aber wie gesagt, das ist nicht, was ist im Ganzen nicht da in Deutsch. Aber es ist nicht systematisch. Es ist eine Sache seltener. Nicht, was ich will essen, nur etwas ruft bei mir heraus Appetit. Ja? Nicht, was ich bin allein kalt, nur warum mir ist kalt. Ja? Das, was auf Englisch sagt, mit I'm cold, das ist nicht unser Essig. Ja? Ja. Sollen die Engländer sich schmieren im Kopf. Wir wollen wissen, wie man sagt auf Jiddisch. Ob ich habe über dem nicht geschlitten, aber wie Schmöller gesagt, dann sagen wir und nicht ich. Ja? Und das ist, wie gesagt, perfekt slawisch. Und nicht nur Essen, kann sein mit Trinken, kann sein mit Schlafen, kann sein mit was ihr wollt und Herren und Gedenken. Ja? Bis von wann es kommt der Test und Bild? Oh. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich meine, meine Meinung ist es nicht so interessant, lassen wir wegen dem reden privat, aber privat will ich geben demselben Menschen. Fragt mich nicht. No, privat kann ich es öfter ein bisschen meirig sein. Ja, ich habe demselben Menschen, aber ein bisschen länger.
Wie halten wir mit meinen Notizen? Ja. Nu, ich weiß, dass so, für was, wir haben nicht keinen Test in Teilverben, das ist so wie auf Englisch, ja. Englisch hat gemacht dieselbe Regime Verben, ja. Man sagt doch nicht she can, man sagt he can, er kann, ja. Man sagt nicht he cans auf Englisch, man sagt nicht he musts, ja. No, man legt da einen Apuschke, his cans, ja. Aber wenn man meint, sie erkennen, he can. Ja, es ist ein Caprice von Jiddisch und Englisch und von Deutsch. Ja. Es ist ein Caprice von die germanischen Sprachen. Aber das hat nicht zu unser Indien. Was hat ja zu unser Indien ist das, was die slawische Sprache auf Jiddisch ist so stark und befragt in Litwe und Ukraine. Nicht in Polen. Ja, gebürtig hat es durch euch. Aber noch mehr, was weiter auf Mizrach als mehr. Und ich meine, also das gilt euch für die Konverben. Das ist nochmal ein Begriff, aber ich habe vergessen in was. Meile. Ist wieder einmal, wenn man guckt rein in ein polnischen Wörterbuch, ziemlich sucht Phrasen, ziemlich sucht Idiomen, ziemlich sucht Verben, bleibt man Tage gepläfft, wie viel Jiddisch hat übergenommen von Polnisch. Ja. Und wie viel ist behalten in dem Vokabular. Ja. Weil, wie gesagt, als man sieht, Untergaben, wenn man fällt das ein, als da hat sich hereingemischt Slawisch. Ja. Es ist nicht doch kein S, es ist nicht doch kein T, es ist nicht doch kein Ne, es ist nicht doch kein, ja, nicht doch kein slawischer Klang. Und darf es redet wegen Klangen, also man redet wegen einer Äußerung, das ist Slawisch nicht so wichtig. Es ist da, eine Sprache, aber eine Sache mehr in der Grammatik. Und wie ich habe gesagt, ob einer von euch will durchführen, jenem Projekt zu vergleichen, darf sich umkehren auf zurück. Das heißt, ich sage, ob ich der Leben will ich durchführen, dem Projekt, zu sehen, wie viel der grammatische Min auf Jiddisch, auf Litwisch-Jiddisch deckt sich mit Slawisch. Aber ob einer von euch will es tun, Gesundheit. Ich darf nicht keine Brücke arbeiten. Ja, ist litwische Grammatik, das wird sein der letzte Linie von jetzt, weil das ist eine solche Cover, als ich habe bald nicht mehr Papier. Ist wie gesagt, hat man die Kopf, nicht der Kopf. Man hat die Eig und nicht das Eig. Man hat die Wand, also wie bei allen Jiden, aber nicht auf der Wand, nur auf der Wand. Und das sagt man, ist der gemischte Min, weil da sieht es aus wie Loschen Kever und da sieht es aus wie Loschen Socher. Und in einem Lied Marguerite von Salman Schneer kann man auf den Mann weisen, weil wie gesagt hat Salman Schneer sich Meure gehabt zu schreiben Dialekt. Sie bekiven sie nicht, aber er hat nicht Meure gehabt. Ja. Nein. Oben wird gesagt, besonders ist nicht auf dem Wand, nur auf der Wand. Aber so sagt man auf der Wand. Ja. Bei Salman Schneer wird hier gefunden mit der Hand. Mit der Hand? Beim Hand. Beim Hand. Auf dem Gas, ja. Ja, aber Zung ist der Zung. Das ist ein anderer Indien. Ja, Oibs ist die ist eine Sache, aber Oibs ist der Zung. Der Zung ist der Bahn, ist eine sehr Sache. Wo alle Jeden sagen der, Litwake sagen die, oder alle Jeden sagen die, Litwake sagen der. Und wieder einmal, sie, das ist von der slawischen Sprache, sie nicht. Das stimmt mit Slawisch, das stimmt nicht mit Slawisch. Das ist etwas, was wir gedacht einmal durchführen als ein Projekt. Aber wir sind noch nicht fertig. Ein Zusammenbau liebster Strich von litwischen Dialekt.
Was heißt? Jiddisch. Ich habe verstanden, in Durham-Amerika und gerade andere Dialekte. Was rein gekommen ist von Oh, wegen dem, Europa, aber sie haben ihre eigenen Strichen. wegen dem habe ich nicht was zu erzählen. Wenn wir reden wegen dem, was ich weiß, ja. Die Geld, die Brot, die Wasser, was bei der Fall sind sie, nicht die nur, das, ja. Funny you should ask. Die Wasser, wenn wir sagen, die Geld, der Moschel, was wir gefunden haben, die Geld liegt in Bank. No, da ist mehr, die Geld liegt in Bank. Meine Geld liegt in Bank. Heißt, der Verb ist Loshen Yochid und der Adjektiv ist Loshen Rabim. Ich meine, das ist euch von Slawisch, aber keiner glaubt mir nicht. Es ist ein ganz langer Mahalach von dem zu dem. Wenn wir nicht reden wegen dem Slawisch, aber es ist ein herrlicher Kaffee, ja. Meine Geld liegt in Bank, ja. Meine Brot ist Geschmack, meine Tee ist schon kalt. Und das ist alles wegen Substanzen, ja. Wegen Sachen, was sind nicht zum Zählen, ja. Weil, wenn man sagt, Wasser, ist das ein Teich. Ja? Aber also sagt man Wasser. Man sagt nicht, ich trinke nicht Wasser. Ich trinke Wasser. Ja? Ist Wasser und Geld. Oh, ich habe zweimal geschrieben Geld. Gold, Mehl, Silber. Was sind bederich all das? Nicht alle sind das. Tee ist nicht das. Aber auf Litwisch ist es die. Ja? Ist das eine besondere Kategorie. Und Uriel Weinreich versteht sich auch wegen der Arbeit. Was ist da auf der Webseite von Yivo? Was heißt The Seven Genders in Jiddisch? Ich habe das, also wie es käme nicht aus in Buchform, aber ich gemeint, das soll es gut sein auf dem Internet. Ja, es will sich berimen, als das ist gewinnt von mir. Ist, für was? Sagt Seven Genders auf Jiddisch, das soll sich über für euch. Ihr mögt das lernen. Aber ihr seht schon, als es ist im Vergleich mit der literarischen Jiddisch, mit dem Qual-Jiddisch, wo es ist sehr klar der und die und das, und drei klare, besondere Kategorien ist, da ist etwas nicht dahin, nicht daher, ja, es ist ein Top mit Loction als ausgemischt. Ja. Ihr guckt da rein in ein Top mit Loction, seht ihr ein Eck von a Loksch. Weißt ihr nicht, wo es befindet sich der zweite Eck? Sie von der linken Seite, sie von der rechten Seite, sie von unten, sie in mitten. Also auch mit der litwischen Grammatik. Für was? Transminike Menschen. Ja. Oi weh. In dem habe ich keinmal nicht eingetragen. Wegen transminike Menschen. Ja, in dem habe ich keinmal nicht eingetragen. Das will ich sich nicht reinlassen. Ist das dieselbe Deckung mit Stiefel in einem Lied? Ja, auch. Es sind auch so viele besondere Unionen, ja. In Michael Marshmallow, ja. Das ist eine besondere Sache. Judelmark hat ein Moschel in einem von seinen Artikeln. Es fehlen euch Lehrers und es fehlt euch Lehrers. Ob ihr hat gelernt Grammatik, wird man sagen, also das ist ein Toes. Sollt ihr wissen, als der Lehrer hat gehabt ein Toes. Das ist 100% korrekt. Es ist eine starke Mitstimmung zwischen Verb und Subjekt. In nirgends nicht. Das habe ich ausgetragen am Ratzim. Und das ist typisch für Litwisch-Jiddisch und also, wie wir wollen hören, in Michael Marshmallow und die Stiefel ist zerrissen. Punkt, was sagt, wo die Stiefel ist zerrissen, ist mir schwer zu entfernen, aber das kann ich auch sehr klar übergeben. Was ist der Unterschied zwischen es fällt euch Lehrers und es fällen euch Lehrers? Es
fehlt uns Lehrers heißt es, wir haben nicht genug Lehrers. Es fehlen uns Lehrers hat dabei Teich als gewisse Lehrers haben wir nicht. Ja? Weil, ja, oder wir dürfen nicht wissen. Wir wissen, dass wir dürfen eine Lehrer von Biologie, eine Lehrer von Mathematik, eine Lehrer von Englisch. Wir wissen, wenn wir davon da wissen wir noch, dass es da etwas eine Substanz, was heißt Lehrers, und wir haben nicht genug. Nein, Litwisch hat beide. Das ist da in die anderen Dialekten, aber es ist typisch Litwisch und als ein Satz wie und die Stiefel ist zerrissen, kann nur sein bei Litwak. Ja. Weil auf Litwisch ist das noch breiter. Ja, da, wie gesagt, kann ich geben zu verstehen mit dem Seichel, was ist eigentlich zwischen Fällen und Feld. Die Stiefel ist zerrissen, sieht aus wie ein Caprice. Ich weiß, dass es nicht ein Caprice, aber es ist schwer zu entfernen, von wann das nimmt sich. Aber das ist sehr klar. Efter, ja, efter, das ist ein ja, also ein Masse, Punkt also wie das ist eine Masse Lehrers. Efter ist bei dem Stiefel, die Porstiefel ist zerrissen, es ist schwer zu entfernen. Es ist da eine Sachmöglichkeiten, aber es ist schwer zu entfernen, ja. Na, als der Substantiv kommt vor dem Verb, kann man einfach sagen, Lehrers fällt aus. Ha, sehr gute Frage. Das heißt, ich bin nicht sicher. Ja. Wollte ich gewusst? Seit Michael. Isaac hat gefragt, sie beim Anhebsatz, wollte man kann sagen, Lehrers fällt aus. Das klingt etwas modern. Ich glaube, eintrachten für was? Ich glaube, für was mir hat es beim Anhebsatz. Es ist ein Indienfall sicher, aber das ist nicht scheich zu den Dialekten. Das ist scheich Stamm zur Grammatik. Und zum Erdeuern wir finden in der grammatischen Literatur sehr wenig Einfluss auf dem, für was wir heben einen Satz mit S. Was fällt aus? Lehrers fällt aus. Efter. This is by underreading. Es fällt aus Lehrers kann meinen in allgemein, wir haben nicht genug und es fällt aus spezifische. Ob es ist da jüdische Reders, was haben nicht den Kontrast, es wollte mir gesagt, es fehlen neue Lehrers mit beiden Teilchen. Ja. Aber wie gesagt, das ist mehr verspätet in Liter, aber es ist da euch in anderen Dialekten. Anstatt was ich habe nicht keine Zitaten zu der Hand, aber wie gesagt, habe ich das von Judel Mark in jüdischer Sprache und etwas ein Pseudonym und Ich habe ein Kapitel wegnehmen in meiner Dissertation. Oh. Er will sich mir vermessen, ha? Bichlal, ob ihr wollt sich der Wissen wegen Dialekten und nicht nur, ist gedeiht zu lernen jüdische Sprache, weil über die 10 Jahren jüdische Sprache, der populär linguistische Journal von dem JIVO, sind zuworfen Artikel also wie Shlomo Nobles, wo Jid schreibt wegen der Sprache von seinem Heimstadt. Ja? Das ist bederich all Männer, bederich all nicht kein Freund, aber da und dort ist euch da freuen. Einmal ist das ein Regime Werte, aber das ist uns interessant. Einmal, ob der Mensch ist ein Stück Kenner von Linguistik und nicht nur ein Volksmensch, ist euch da grammatische Unionen. Also und Nobel redet darum alle solche. Auch sich Reusred und Grammatik und Vokabular ist rekommendiere ich jeden Nummer jüdische Sprache und befragt, ob ihr sind interessiert mit Dialekten. Wie kann man finden jüdische Sprache? Es ist da eine Webseite, was heißt, lass mich sich da nennen, hebrewbooks.org, schönen Dank, oder jivolibrary.org. Und dort hat man computerisiert oder digitalisiert alle Nummern in jüdischer Sprache. Und ob ihr habt genug Synchronen in euer Computer, könnt ihr uploaden Copies von allen Nummern. Heute nicht, das könnt ihr lernen so ein bisschen. Gut, ich meine, als ich da vertrunk Wasser und da haben wir jetzt auf Socke.